wenn ich manipuliere einfach mal ganz weit verstehe, als wir möchten andere Menschen beeinflussen, dann glaube ich, gibt es niemanden, der das nicht möchte. In irgendeiner Art und Weise möchten wir Menschen beeinflussen. Vielleicht seid ihr vor ein paar Tagen auch schon dabei gewesen, wo wir im ersten Teil von unserer Miniserie «Grenzgebiet von Spiritualität» der Monika Rivar ziemlich eingetaucht sind in die Fragen, ja, wo ist denn das Böse in dieser Welt? Was ist es denn? Welches Gesicht zeigt es denn? Und wie kann ich dort gerade bleiben als Christ? Und welcher Weg ist da genau eigentlich ein guter, für mit diesen Sachen umzugehen? Wenn nicht, geht unbedingt auch noch mal reinschauen dort. Den Hinweis schon am Anfang. Und jetzt gehen wir in ein Thema rein, wo man kann sagen, das ist voll eigentlich dein Daily Business fast ein bisschen, oder Monika? Wenn es um das geht, wo ist denn eine Gefährdung her zu Manipulation, wenn es um Seelsorge geht, Therapie, Formen, Machtgefälle, all die Themen, die dort hier reinkommen, das ist schon das, was du wahrscheinlich auch beim BCB, Bildungszentrum Christliche Begleitung, Beratung, häufig antriffst, oder? Das ist ein wichtiges Thema, weil Manipulieren ist etwas Verpöntes und zugleich ist es etwas, was wir alle wollen. Aha. Ja, das Wort okay. Manipulieren. Das ist mal richtig, ja. Manipulieren, da steckt ja das Manus, Hand, latinisch drin, und Polieren ist von Pulvere ziehen. Und das heisst, ursprünglich ist das eine medizinische Technik, wo ich quasi mit der Hand etwas manipuliere, also eben mit der Hand etwas mache, dass es nachher wieder besser ist. Und wenn ich manipuliere einfach mal ganz weit verstehe, als wir möchten andere Menschen beeinflussen, dann glaube ich, gibt es niemanden, der das nicht möchte. In irgendeiner Art und Weise möchten wir Menschen beeinflussen. Und es geht weniger um die Frage, darf man das oder darf man das nicht, sondern es geht vielleicht um, wie gestalten wir die Beeinflussung, wie transparent ist sie und was hat sie für ein Ziel. Ob sie saubere Spielregeln sozusagen hat. Ob sie klare Spielregeln hat, oder? Ja. Genau. Und dann, das heisst, wenn jemand bei mir in Seelsorge oder Beratung kommt, stelle ich mich ja zur Verfügung. Aber es ist tatsächlich mein Wunsch, die Person zu beeinflussen. Also, sie darin zu unterstützen, dass sie etwas entwickeln kann, was für sie wichtig ist. Und das ist eine Beeinflussung. Mhm. Und jetzt haben wir gerade, erst vor kurzem ja auch einen Talk gehabt, wo wir darüber hatten, dass es zum Beispiel in der charismatischen Szene sehr häufige, sehr häufig ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber es kommt vor, Beispiele, wo wirklich manipuliert worden ist, bis her zu, wir haben das Beispiel dort auch drin gehabt, jemand, der prophetisch dient hat, an einer Konferenz und sich die ganzen Sachen vorher zusammen recherchiert hat auf Facebook über die Personen, er so ausgesprochen hat und der gleiche da hat, das wäre jetzt von Gott hergekommen. Okay. Also das ist jetzt auch ein krasses Beispiel. Das ist ein krasses Beispiel. Und das geht jetzt sogar noch weit über das aus, was ich überlegt habe, weil diese Form von Manipulation, da frage ich mich dann, was hat der Mensch, der das so gemacht hat, eigentlich für ein Ziel? Weil das ist jetzt auch nach biblischem Verständnis, ist das Lüge. Also hier wird Lüge gelebt. Und das noch in einem Bereich, wo Menschen eine gewisse Offenheit haben, weil sie möchten ja von Gott her etwas hören. Also das ist ein klarer Verstoß gegen den christliche Richtlinien, aber auch grundsätzlich menschlich auf diese Art und Weise eigentlich Menschen auszunutzen, würde ich dem sagen. Mhm. Ja, aber es zeigt ja eigentlich eben, oder die Leute haben ja sich freiwillig oder die wieder an eine Veranstaltung begeben, mit der Hoffnung, hier werde ich in einem gewissen Sinne eben auch manipuliert, aber natürlich haben sie mit sauberen Methoden gerechnet. Und das zeigt vielleicht auch ein kleines Spannungsfeld. Oder? Die Manipulation rechnet immer mit gewissen Bedürfnissen von Menschen. Ja. Und unser Wunsch von Gott, etwas zu hören, ich meine, das ist ein tief verwurzelter Wunsch, auch in uns Christen, im Gespräch sein mit Gott, ihn reden zu hören. Und da kommen dann so zwei Sachen zusammen. Der eine, der eine Zielrichtung verfolgt, und der andere, der eine grosse Offenheit mitbringt. Und in dem Sinne könnte man sagen,
gewisse unkritische Haltung da ist. Jetzt gerade zu prophetischem Reden. Also wenn ich wie meine eigene Macht und Kraft, die Gott mir gegeben hat, dass ich ein prophetisches Reden auch prüfen darf, dann spielt das natürlich schon noch blöd miteinander zusammen. Ja. Was nicht, quasi auch wenn jetzt Menschen gutgläubig Sachen einfach annehmen, das ändert nichts daran, dass der andere lügt und betrügt in seiner Zielrichtung gegenüber einem anderen Menschen. Genau. Und was sind jetzt so die Kriterien, die du anwendest oder wie du her schaust, zum schauen, ist jetzt das auf einer guten Ebene so, das, was die Beratung soll auslösen oder ist eine zu starke schon Abhängigkeit vorhanden, die fast entmündigt nachher auf eine Art. Was sind das so für Kriterien? Es gibt verschiedene Modelle, die uns da helfen, oder? Weil, wenn glatte Lüge im Spiel wäre, das wäre eine blanke Katastrophe. Aber auch Manipulation im mehr unbewussten Sinn kann sich genauso katastrophal auswirken. Und so ein Modell oder eine Notwendigkeit, die wir haben, ist immer wieder zu schauen, was bringe ich denn an eigenen Bedürfnissen oder an eigener Dynamik aus meiner Geschichte mit, wo ich nachher vielleicht ohne es zu reflektieren einfach auf den anderen übertrage. Und da gibt es ein paar Hilfe, also ein Modell, das ich ziemlich hilfreich finde und immer wieder ansetze, ist, bewege ich mich auf einer Ebene, wo ich mich wie einen älteren Teil verhalte, also entweder überfürsorglich oder sehr kritisch, bestimmend, befehlend und im Grunde genommen dadurch den anderen zu einem Kind macht, wo mir jetzt gehorchen muss. Also das ist etwas, was wir von der Transaktionsanalyse heisst, das lernen, dass quasi ich nicht zum Retter werde. Weil wenn ich eine Retterhaltung übernehme, dann will ich dem anderen so unbedingt helfen, dass das irgendwann kippen kann, im Sinn von, wenn der andere dann nicht macht, wofür ich mich doch investiere, dann werde ich plötzlich verrückt auf ihn. Und dann wird, also die eigenen Gefühlslagen zeigen relativ klar, was ist eigentlich meine Absicht? Wann bin ich beleidigt, dass meine ratsuchende Person nicht handelt, wie ich das eigentlich für richtig halte? Und dann müsste ich dringlich bei mir und meiner Haltung zum Gegenüber schauen. Jetzt ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt, wahrscheinlich, wo man anschauen sollte, dass der Zeitgeist hier vieles auch verändert hat. Oder? Also es ist ja schon nur die Autoritätsgläubigkeit ist ja nicht mehr gleich gegenüber. Der Pfarrer hat früher noch können sagen und dann hat man einfach, oder der Leiter vielleicht auch in gewissen Gemeinden einfach klar gesetzt gesehen, dass er auch mehr ins Leben darf reden und so Sachen. Ja. Und heute ist das wahrscheinlich ganz an einem anderen Ort, oder? Wo man sagt, nein, dort hier ist schon Einschnitt in meine Mündigkeit. Ja, und zwar immer dort, wo es nicht vereinbart ist. Oder? Also das heisst, dass, wenn ich jetzt nochmal von der Seelsorge ausgehe, vielleicht können wir nachher noch Leiterschaft anschauen, oder? Wenn Menschen zu mir kommen, oder überhaupt die Seelsorge und Beratung, dann gibt es da immer ein Bedürfnisgefälle. Das heisst, es kommt jemand, weil er sich Unterstützung hofft oder eine Erklärung sucht oder irgendetwas. Das heisst, bedürfnismässig ist die Person, die kommt, an einem anderen Ort als ich. Und dann braucht es eine Vereinbarung, wie die Unterstützung aussehen soll. Und es gibt schon Leute, die sagen, ich darf ihnen ins Leben hineinreden. Aber sie wollen nachher selber den Raum haben, selber zu entscheiden, was sie jetzt machen. Also die Rede im Sinne von etwas aufzeigen, etwas in Frage stellen, wird eigentlich sogar gesucht. Aber es muss eben vereinbart sein. Was nicht mehr gesucht wird, ist, wenn ich über jemand anderen entscheide, was jetzt das Beste ist in seinem Leben. Und das ist gerade für uns Christen eine Herausforderung, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass Gott ja Regeln gegeben hat. Dass Gott ja Weisungen gegeben hat, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und die Bibel redet von Ermahnung und von Erleitung. Und dass das nicht verwechselt wird mit ich sage jetzt, wie es läuft. Gerade Seelsorge und Beratung, wo es um prozesshafte Sachen geht, braucht es da viel grössere Zurückhaltung. Es ist immer ein Machtgefälle. Dass ich nicht das Vertrauen, Bereitschaft zum Vertrauen mir gegenüber ausnütze. Und für Leiter
spielt es eigentlich ähnlich, oder? Also das heißt, wenn das Leiter die Leute, die sie leitet in der Gemeinde, nicht einfach als unmündige Schafe dürfen anschauen, wo sie jetzt sagen müssen, in welche Richtung die jetzt marschieren haben. Und die Bibel zeigt das übrigens auch schon. Wir haben jeder für sich eine Verantwortung im Leben von Gott. Und die kann der Leiter, darf er nicht und kann er nicht irgendjemandem abnehmen. Und der Raum wieder zu geben. Paulus sagt ihm, jeder steht und fällt selber seinem Herr. Römerbrief, glaube ich. Und dass das einfach, das sind komplexe Prozesse und brauchen ziemlich viel Kommunikationsfähigkeiten. Heute vielleicht mehr. Gerade weil die Bereitschaft, sich einfach in eine Richtung zu begeben oder sich anzupassen, jetzt nicht nur negativ in eine Hauptlinie, die ist heute nicht mehr im gleichen Maß gegeben. Ja. Ja, und das ist ja irgendwo durch auch wieder entspannt wahrscheinlich auch in der Rolle, die du hast, oder, als Seelsorgeperson, dass du weisst, ja, wenn eine Person sozusagen nicht will, dass sie aus dem Dreck rauskommt, irgendwas, das auch immer heisst in ihrem eigenen Kontext, wegen dem, wo sie jetzt gekommen ist in die Beratung, dann kannst du eigentlich nicht allzu viel mehr machen. Oder? Ja, genau. Und da bin ich schon vorsichtig. Also ich würde nie sagen, dass ein Mensch nicht aus dem Dreck raus will. Ich würde höchstens sagen, dass er sich im Moment dafür nicht engagiert. Ja. Oder seinen Beitrag nicht leistet. Oder noch keine Hoffnung hat, dass es sich lohnt. Oder ihm der Preis zu hoch ist. Ja. Aber ich bin der tieferen Überzeugung, dass kein Mensch will leiden. Weder psychisch noch sonst irgendwie. Das heisst, es gibt für die Person immer gute Gründe, warum sie das, was ich denke, wäre doch jetzt sinnvoll, wäre das jetzt naheliegend oder bräuchte es jetzt, warum das jemand nicht machen will, nicht machen kann. Und manchmal weiss ich selber nicht, will er nicht oder kann er nicht, die andere Person, mein Gegenüber. Und das jetzt genau auch, dass wenn ich jetzt daherkomme und sage, ich habe genug, du willst ja gar nicht, das ist nicht fair. Ja. Das wäre für mich manipulierend. Ja. Ja, und auch irgendwo durch auch eine Art Hoffnung aufgeben für eine Person. Also es wäre ja eigentlich fast schon mit der Berufsethik wahrscheinlich nicht mehr vereinbar, oder? Ja. Wo man auch hat, wenn man in diesen Bereich hineingeht. Genau. Also ich habe es jetzt so ein bisschen lapidar einfach so gesagt, aber aber darum greife ich es. Ja, genau. Ja. Das war gerade eine schöne Gelegenheit. Von dem her. Das ist super. Ja. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich habe noch so ein Beispiel, einfach jetzt aus dem, was ich im letzten Halbjahr erlebt habe, das ich gerne auch noch hier teilen will, anonymisiert. Aber wir haben dort hier auch zusammen Kontakt gehabt, wo die Situation zustande kam. Ich habe jemanden eingeladen in einen Live-Net-Talk, der selber im Bereich Hypnose dran ist, also wo Menschen hilft durch Hypnose. Das ist jetzt auch so ein Grenzgebiet vielleicht für die Leute von Spiritualität. Darf man das nicht? Ist das gut? Also er hat wirklich hat sogar vor laufender Kamera mich hypnotisiert, er hat das erste Mal selber auch geschehen mit mir. Und wir sind als Redaktion unsicher geworden, plötzlich, ja, darf man das Thema bringen, so ins Rampenlicht stellen oder nicht? Können es nicht eher verunsichern? Was ist denn hier drin noch gesungen und wenn nicht mehr? Genau. Und ich habe dieses Video sogar auch noch geschickt zum Anschauen. Ja. Und einfach als ein Thema, wo eben tatsächlich auch auftritt. Und also die Person, die sagt, ja, sie geht mit Jesus unterwegs und kombiniert das mit Hypnose. Ja, also ich komme immer mal wieder eine Anfrage über, einfach von Leuten, mir ist Hypnosetherapie empfohlen worden, was ist denn das überhaupt? Ich selber bin keine Fachperson für Hypnosetherapie, aber habe versucht, mich ein Stück weit kundig zu machen. Und das allererste, glaube ich, ist mal zu sehen, Hypnose ist nicht in erster Linie eine geistliche Methode.
sondern Hypnose dockt an eine Fähigkeit an, die wir Menschen haben. Und ich würde dieser Fähigkeit, man könnte dem sagen, sich zu versenken, sich zu fokussieren, nach innen auszurichten. Und ich glaube, wir kennen alle so Momente, wo wir wie in uns versunken sind und wie so mehr im Innen sind als im Aussen. Und das in diesen Formen von Fokussierung nach innen, die haben etwas mit Entspannung zu tun. Die haben auch eine Bedeutung zum Beispiel im Kontemplativen, Meditativen, geht es eigentlich immer wieder um das. Und das heisst, wenn die Hypnosetherapie geht wieder davon aus, dass sie sagt, ich helfe dir, dich mehr nach innen auszurichten und nicht nur über das bewusste Denken zu gehen, also alles zu analysieren, was kommt, sondern mal etwas geschehen lassen. Und dass da drin auch Lösungen gefunden werden oder sich etwas öffnen oder lösen kann. Und Hypnose ist in dem Sinn ein menschlicher Zustand. So wie wir schlafen und dann Träume haben und ja auch nicht eine Kontrolle über unser Bewusstsein haben, dann ist unser bewusstes Denken im Schlaf auch ausgesetzt. Also da ist Hypnose nichts prinzipiell Gefährliches. Mhm. Aber wie alles hängt viel davon ab, ob ich dieser Person, die da gegenüber ist, ob das ein Vertrauensverhältnis ist. Traue ich dieser Person zu, dass sie mich sorgsam behandelt? Gerade jetzt auch im Moment, wo ich mich leiten lasse von jemandem und mich jetzt nicht versucht, in eine Richtung zu steuern, wo letztlich meine Grenzen verletzt. Also es ist für mich ganz stark auch eine Frage von der Ethik. Also wie wird das gehandhabt? Und von daher, ich weiss nicht, ob Hypnosetherapie als Therapieform, so das muss man auch bei vielen anderen Therapieformen, muss man es immer wieder fragen, ist sie in dem Sinn wirksam, wie sie für sich beansprucht, wirksam zu sein? Also, hat sie die versprochene Wirksamkeit oder nicht? Das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Aber das gilt für jede Therapieform. Es gilt auch für medizinische Therapien. Oder? Kann sie das, was sie als Wirksamkeit verspricht, einhalten? Und wo sind da Grenzen? Das ist überhaupt ein spannender Punkt auch, wie man dort hier die Messbarkeit herbringen kann. Ja. Stellen wir das noch schwierig vor, oder? Ja. Auch in der Seelsorgeberatung. Also ich weiss nicht, wie ihr das macht, die Supervision. Also Messbarkeit, da gibt es Studien über Messbarkeit von Methodiken. Aber das Geschehen, das Therapeutische und das Beraterische, auch das seelsorgerliche Geschehen, ist so komplex eigentlich, dass heute bei der Frage der Wirksamkeit wird davon ausgegangen, dass 50%, vielleicht sogar 60%, stellen wir sich mal vor, eigentlich darum wirkt, weil die Beziehung gut ist, weil eine Vertrauensbeziehung da ist. Über 50%? Unabhängig von der Methodik. Was für mich als Christ wieder hochinteressant ist, weil wir Menschen als Beziehungswesen geschaffen sind. Und dass Beziehung auch im beraterischen, seelsorgerlichen Gespräch ganz eine wichtige Dimension ist. Und darum ist alles, was manipulativ daherkommt, wo einfach nicht mehr wahrnimmt, was ist mir wichtig, wo sind meine Grenzen, wo mich nicht mehr sorgsam behandelt, sondern mich nutzt. Ich werde benutzt für eine Zielrichtung vom Berater oder vom Leiter oder von sonst irgendjemandem. Das verletzt ganz viel. Das verletzt ganz viel, gerade weil Gott uns als Beziehungswesen geschaffen hat. Ja, das ist insofern auch spannend. Ich habe jetzt gerade in meiner letzten Ferien ein Buch gelesen von Stephen Covey, glaube ein Klassiker vom letzten Jahrhundert, eines von den meistgelesenen. Es geht auch stark um Leidenschaft, aber eigentlich um sich selber führen. Wenn es um Effektivität im Leben geht, wie sie so 7 Wege, die er hat hier beschrieben. Und dort hier bringt er auch stark das mit, es ist eben von innen nach außen. Also es geht nicht einfach die 5 Punkte, oder, wie dass ich das und das Problem aus meinem Leben kann ein für alle Mal verbannen und dann habe ich das im Griff und manage meine Zeit viel besser. Ja. Also es ist eben nicht immer so. Nein. Und zeigen ja auch letztlich, dass die ganzen Prozesse haben immer auch Rahmenbedingungen. Und das heisst, von was gehe ich als Beraterin letztlich aus? Also gehe ich davon aus, egal mit was du kommst, kann alles geheilt werden? Oder rechne ich, und das hat etwas mit Welt- und Menschenbild zu tun, oder rechne ich damit, es gibt auch Sachen im Leben, wo es vielleicht mehr darum geht, dem Mitlernen leben,
als es wegzukriegen. Und für mich als Christ noch mehr, oder, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben und sagen, Gott kann doch alles heilen. Und dann entdecken wir, aber vieles auch wird offenbar nicht geheilt. Oder Gott mutet uns manchmal zu, mit gewissen Eingrenzungen zu leben. Und ich weiss auch nicht, warum. Also, es ist einfach eine Tatsache. Ja. Oder? Das heisst, ich gehe ganz anders an eine Sache an. Wenn ich einfach sage, Gott heilt alles. Oder wenn ich sage, ich rechne damit, dass Gott zu jedem Zeitpunkt heilen kann, aber dass er manches auch prozesshaft mit auf den Weg bringt. Und die Heilung ist dann, wenn wir erneuert werden, einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Wenn alle Schmerz und alle Not zum Ende kommt, es gibt ganz eine andere Grundhaltung. Und mir ist wichtig, Transparenz in meiner Grundhaltung. Das heisst, wenn mich jemand fragt, wie das beeinflusst richtig, wie ich arbeite. Oder? Dass eine ratsuchende Person auch das Recht hat, von mir zu wissen, ey, was sind denn eigentlich deine Grundlagen oder auf was gehst du hin? Das hat früher kein Mensch gefragt, heute fragen die Leute das häufiger. Wie arbeiten sie denn? Oder wie geht das? Und ich muss sagen, ich bin hier mit im Spiel, du bist im Spiel und wir müssen miteinander in ein Gespräch kommen. Ja, und eben, wir können nicht einfach eine Garantie schon gar nicht und so weiter geben, auf dass das dann auch hinter dir schlagen kann und so weiter. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, jetzt, dass wir das auch noch ein bisschen angesprochen haben. Ich könnte jetzt natürlich ansetzen und noch, gerade beim Stichwort Heilung und da gäbe es noch einiges. Darf ich einen Punkt noch nehmen, wo ich merke, jetzt, der ist mir noch wichtig. Wir haben in den letzten Jahren ist immer wieder von geistlichem Missbrauch geredet worden. Und geistlicher Missbrauch ist dort ein Thema, wo es eben um Glaubensdimensionen geht. Und da sind immer zwei Sachen sind relevant. Das eine ist, der Missbrauch passiert, weil einerseits Leiterpersönlichkeiten, ob das Männer oder Frauen sind, Leiterpersönlichkeiten in einem bestimmten System ihre Bedürfnisse so wahnsinnig gut platzieren können, dass die dort so auch gut befriedigt werden. Und man kann immer wieder beobachten, dass Leiter dort quasi statt ihre Herde zu weiden, tun sie quasi wie von der Herde profitieren für ihre eigenen Bedürfnisse. Die Bibel sagt, die Hirten haben ihre Schafe gefressen. Das ist Prophet Hesekiel, Kapitel 36, glaube ich. Die Hirten haben ihre Schafe gefressen, statt für sie zu sorgen. Und ein zweiter wichtiger Bereich ist, dass quasi die ganze Lehre, wo immer und immer und immer wieder verkündigt wird, einem einzelnen Menschen nicht mehr erlaubt, das, was normal zum Menschsein gehört, zu leben. Und ich komme dadurch in eine konstante Lehre rein, und das prägt das Denken, das Fühlen, das Empfinden, wo etwas anderes mich gelehrt wird, als ich erlebe, und es geht nicht mehr zusammen. Und dann bin ich immer falsch. Ich genüge nicht. Ich bin falsch. Und das kann Menschen tief bis in ihre Selbstwertigkeit hinein erschüttern und sich aus so einem geschlossenen, missbräuchlichen System wieder zu lösen. Das ist manchmal gar nicht einfach. Also nein, es ist gar nicht einfach. Ja. Und ist wahrscheinlich vielleicht auch etwas, das nachher nicht mehr Vollständigkeit kann werden, sozusagen, oder? Ja. Wenn man jetzt, wo unter Umständen Spuren bleibt und wo ich nicht mehr wegmachen kann, sondern jetzt einen Weg damit finden. Ja. Und weißt du, ich merke, bei dem ganzen Thema ist mir selber, ich glaube, auch ich bin mit so vielen Menschen unterwegs gewesen, und ich bin sicher, auch ich bin schuldig geworden, dass ich da nicht immer aufmerksam bin, wo kommt jetzt mein Bedürfnis zum Zug oder wo. Ich weiß nicht, ob uns das immer und zu jedem Zeitpunkt gelingt, aber grundsätzlich das überhaupt zu wollen. Und ich verschrecke manchmal, wenn ich wieder realisiere, dass Menschen sagen, Frau Riva, Sie haben mir damals gesagt. Und ich denke, du meine Güte. Ich weiss es nicht einmal mehr, dass ich das gesagt habe. Und ich habe einen derartigen Eindruck im Leben von einem Menschen hinterlassen. Wenn es ein förderlicher Eindruck ist, dann danke ich Gott. Es war ein förderlicher Eindruck. Und das ist ja eigentlich auch mein Wunsch, dass ich förderlich Menschen manipulieren kann. Mhm. Aber könnte es eben nicht doch auch sein, dass ich beim einen oder anderen Menschen mit einem Satz Spuren hinterlassen habe, wo der heute noch kämpft damit und ich weiss es nicht. Und ich da schuldig geworden bin. Und ich will
ich will da einfach auch achtsam sein für mich selber, nicht nur nach außen. Also wenn ich jetzt nur das ein bisschen für mich geschwind anklingen, merke ich natürlich, logisch bin ich auch bei vielen Leuten schuldig geworden. Ja. Aus auch Unreife, Unwissen, auch als junger Leiter. Und auch jetzt wieder. Oder? Also ich meine, das ist ja irgendwo die gegenseitige, das ist interdependent. Also wir sind halt eben in Abhängigkeit voneinander. Ja. Oder? Und das vielleicht auch eingestehen. ja, genau. Und dort hier könnte man jetzt auch wieder noch ein bisschen weiterfahren, wie kann ich dort umgehen damit. Also ich frage gleich dir noch zum Schluss, wie man umgeht eben mit dem, dass man auch weiss um das und sich dort nicht anklagt oder das wieder ableitet auf eine gute Art. So ein Moment, weißt, man muss ja sich das ja irgendwo auch wieder vergeben, eine Art, oder? Ja, ich glaube, das eine ist, wer so viel mit Menschen arbeitet, der ist weise, wenn er jemanden hat, der ihm auch ins Leben reden darf. Supervision heisst das. Oder manchmal auch Intervision, wo Fachleute miteinander immer wieder anschauen, hey, was läuft da bei dir und wie gehst du mit dem um? Und das andere ist, vielleicht kommt auch etwas zum Zug, wo eine Kerndimension ist von unserer christlichen Existenz. Und das ist die Fähigkeit, zu sagen, du, da bin ich schuldig geworden an dir. Und manchmal ist es ja so, dass ich das erst Jahre später sehe. Dass ich sehe, du, ich habe dort gemeint, ich sage in der voller Überzeugung, dass das gut und richtig ist. Und heute sehe ich, es war falsch gewesen. Und dann können sie sagen, das tut mir leid, das war nicht in Ordnung gewesen. Oder da bin ich einfach nicht aufmerksam gewesen. Und auf der anderen Seite, und da gehören immer zwei dazu, leitet uns die Bibel auch an dazu, was das Vergehen. Oder? Und das gehört wie zusammen. Können sagen, Schuld eingestehen und lernen, auch die Begrenztheit von Menschen anzunehmen und ihnen Sachen vielleicht nicht mehr anzulasten, sondern Gott zu übergeben und zu sagen, Herr, ich gebe das in deine Hand, weil ich kann das gar nicht klären. Aber also die Suche nach der Bereitschaft zu vergeben, das gehört mit zu unserer christlichen Existenz. Ja, ich glaube, wir haben einen schönen Schluss gefunden, jetzt bei diesem grossen Thema von eben, wie kann man auf gute Art Menschen manipulieren. Ich brauche jetzt das Wort noch einmal, aber eben so, ihr habt ja jetzt gemerkt, dass wir das wie auch mit Inhalt gefüllt haben, dass man eben muss hier das richtig definieren, was das heisst, weil wir ja sowieso abhängig sind, immer wieder voneinander und auch betroffen sind von vielleicht Ratschlägen oder von gut gemeint, aber es ist nicht so gut und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt es auch spannend gefunden, mal wieder ein bisschen in die Themen reinzugehen. Grenzgebiet für Spiritualität haben wir jetzt das so genannt. Die Themenbereiche, die natürlich längst nicht erschöpfend jetzt können behandelt werden. Aber wenn ihr Fragen habt oder selber ansteht, wir haben ein Angebot, das ist livenet-beratung.ch, wo verschiedene Leute Beratung anbieten, anonym. Also ihr könnt dort einfach eure Frage stellen. Sie tun auch weiterverweisen an Fachleute, wie zum Beispiel Monika Rivar oder andere, die nachher allenfalls in einem Thema weiter begleiten können. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit, dass man einfach auch merkt, hey, es ist immer wieder auch gut, wenn man sich bei einem Thema jemandem anvertraut, weil wir brauchen einander. Danke vielmals fürs Reinhören und bis gleich wieder. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.